Madame Weidert. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schengen must be alive. Ich meine, dass an unser aller Interesse alles drin zu setzen, dass Grenzkontrollen und die Bannegrenze vom Schengenraum zu sehr wie möglich nicht so geschafft gehen. Ganz besonders müssen die Schikanen endlich abhalten für die rund 55.000 Frontalien, die alltag zwischen Deutschland und Lützeburg pendeln, für zu schaffen, aber auch für all die Familien, die auf beiden Seiten von der Grenze wohnen und dadurch richtig umherdiert gehen. Das ist eine existenzielle Frage für das Zusammenleben an der Grenzregion, an unserer Großregion, für Lützeburg und den Wirtschaftsstandort Lützeburg, dass Grenzen innerhalb vom Schengenraum abbleiben. Mit Kontrollen an den langen Wartezeiten geht es immer mehr attraktiv für die Grenzgänger, für überhaupt nach auf Lützeburg schaffen zu kommen. Wir hatten es an der Aktualitätsstunde im November, den Kollege Yves Kruchten hat darauf hingewiesen, schon en neuer Last darüber diskutiert, und wir waren uns alle gut in eins. Wir nicht just als Ökonomieleute drinnen, wir gehen mal an die deutsche Städte rund um die Grenze gucken, ob Trier oder ob Saarbrücken, die sind noch dort, fällt klären, von dieser Seite von der Grenze nicht mehr bei Saarkäfer kommen. Der Schengener Grenzkodex gesagt für, dass Grenzkontrollen auf den Bannegrenzen nimmen als allerletzte Meier und an Ausnahmesituationen jetzt dürfen angefordert gehen. Des Weiteren müssen sie den Grundsatz von der Proportionalität respektieren und zeitlich begrenzt sein. Du könne schon am Wahlkampf an Deutschland für permanent Grenzkontrollen auf den Bannegrenzen anzuführen, steht Menge juristisch auf ganz wackelige Face. Göcht kommt und Novelle vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, dass Grenzkontrollen und alle Grenzen von der Bundesrepublik altnächst 6 Monate sollen verlängert gehen. Gehen es wirklich so viel Fälle von irregulärer Migration, die dadurch können detektiert gehen oder Attentate dadurch verhindert können gehen, wie behauptet. Oder als eng Mesure so zeng de führende Wahlen fir Wahlen zu gewonnen. Wir dürfen nicht dem schlechte Beispiel von unseren deutschen Nopren nolaufen an unilateral Mesuren holen. Das ist umso mehr wichtig, die Relationen mit unseren nopischen Ländern zu pflegen, und das will ich von dieser Platz auch der nächsten deutschen Regierung ins Herz legen. Das Problem von der irregulären Migration kriegt auch mit permanenten Grenzkontrollen nicht gelöst. Wir Schengen-Memberländer müssen Hand an Hand zusammen schaffen, für die Außengrenze vom Schengen-Raum effizient zu schützen. Durch Durchschottung innerhalb vom Schengen-Raum gehen wir just einen Schritt zurück. Ihr wisst, wie das von einem Teil von der Population an einer Mauer lebt. Den Dialog mit unseren Notbeschländern ist und bleibt wichtig, und als Regierung soll gerade Lot weichen an Deutschland und auch an anderen EU-Memberländern, wo die neu gestaltet gehen, auch bei denen Regierungen für Open Bannegrenzen pochen. Für das wir dem Spuk so sehr wie möglich aber können anmachen, soll die Regierung dann auch noch die nötige Marche bei der EU-Kommission formal machen, für die Necessität und Proportionalität von der Verlängerung von den Grenzkontrollen zu prüfen. Als ein Innenminister sowie auch als Premier und auch als ein Außenminister, die schon mehr wie einkehr bei den deutschen Regierungskollegen interveniert, für darauf zu pochen, dass sie Einstimmationen abhalten. Ich meine, das Zeit auch für eine andere Etappe und parallel bei der EU-Kommission. Wenn man effektiv, so wie an dieser Motion gefordert, Rekur gegen das Notbeschland bei der Europäischen Gerichtshof machen, dann sind wir erstens darüber noch immer nicht die bestehende Grenzkontrolle los. Und zweitens dauert es natürlich auch eine Zeit schon, bis du ein Urteil aus. Wir sind dafür der Meinung, dass den auch bei den Grenzkontrollen sich die beste Lösung nicht unbedingt für ein Gericht vorne lässt. Wir wollen, dass die Regierung weiterhin auf den Dialog mit diesen nopischen Ländern setzt, und parallel davon die formelle Konsultation bei der EU-Kommission aufregt für die Proportionalität und Necessität von den verlängerten, respektive permanenten Grenzkontrollen zu prüfen. Du werde ich die Kollegen aus meiner Fraktion so, das muss ja nicht mehr zu stimmen. Schengen must stay alive. So nicht mehr. Merci, Herr Präsident. Merci auch noch einmal, dass die Debatte über Schengen kann am Heiligen Haus feiern. Auch der Regierung hier Gedanke, sie bei den Opfern von München, was da geschieht, ist ganz schlimm. Und es sind noch ganz beim Herrn Baum, bei all den anderen Parteien, die der Meinung sind, soll ich nicht ein Amalgam machen zwischen Immigration und von so einem Attentat, nennen wir es beim Wort geschieht. Ich habe das oft genug hier an der Chambre gesagt und auch auf der europäischen Bühne. Kolleginnen und Kollegen, Schengen must be alive. Schengen aufkommen feiert das Jahr 40 Jahre. Und wir hätten gerne, dass es eine Feier gibt, und keine Trauerfeier. Es dürfen keine Grenzen mehr
an de Kap vun de Leiit entstoen. Grenzen am Schengenraum, der wir am Anfang just nach Navi, Auto gesinn, an net méi am Herz, an der Seel vun engem Europäer spieren. Mir alle Gu sie Schengen, mir si kein Grenzregion, mir sinn eng Großregion. An de Jean Monnet so dat nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. Die wëst an skinnet mir an Detailer an, iwwer 230.000 Frontalier kommen all der op Plätze beschaffen, an wir brauchen all die Leiit an de verschiedene Sektoren, ënner Änerem wichtesche Sektoren, wéi am Domain hospitalier, an der Finanzplatz oder an andere Sektoren, wo all die Frontalieren, wat der net nëmmen immer just Ressortissant aus de Länder sind, méi och Lützebäier ënner Änerem, die all der aus der Großregion ha hinner schaffe kommen. Dann halle vum Schengen aufkommen ass fir dës Regierung eng Prioritéit an es sont nach enkeier mir forderen op Bannegrenzen an d'Ofsicherung vun den Bausegrenzen. An hat gëchte eng Entrevue am Kommissär Serafin, de zoustänech as en anderen fir de Budget, an hunnem dat och nach enkeier wirklich klo mat geleet, an es hat d'Impressioun, dat Herr Serafin den or senger Grenzregion a Pole kënnt, de Message versternen huet. An fir op dem Herr Seowitsch seg Froen ze antworten, ja, Dir hat an der lächte Moioun ha an der Chamber der Regierung eng Rei Ideen Aufgabe mat op de Weg gin, an mir hunn de Jo erfüllt. Mir hun juristisch geguckt, wer de kann machen, an mir kommen zur Schlussfolgerung, dat ma werden bei der Kommission reklamieren. Ich gut gëster den Brief vun der SPD Innenministersch fir nach enkeier Kontrollen, dat die Kontrollen einker verlängert gin, die Brief ass net nëmmen Lützeburg gein méi und all Staaten, die mat Deutschland eng Grenz hunn, an mir sinn juristisch zur Konklusion kom, dat man do werden reklamieren. Dat das juristisch apolitisch e ganz herieuen Akt, wann man als Land bei der Europäischer Kommission par rapport zu engem Memberstaat wat auch nach den Nachbarschaftslanders reklamieren. Wir sind der Meinung, dass das Argument von der illegaler Immigration juristisch aufgrund vom Schengen-Kodex nicht richtig ist. Da kann aufgrund von einer Reihe Evenementen temporäre Kontrollen machen, mais keine permanente Kontrollen. D'ailleurs, Frankreich mischt Kontrollen. Das merkt, wird nach Kindheit zu Lützeburg gemerkt, weil sie nicht auf den Autobahnen sind, weil sie auch nicht auf einem Point fix sind, weil sie de façon volatil auf verschiedene Straßen sind, was von der Logik meiner Meinung auch mir richtig ist, weil wenn sie permanent auf einem fixen Punkt Kontrolle müssen, dann kriegt auch die letzten Hypebiert matt und da geht einfach über eine andere Brücke vor, wie die auf den Autobahnen oder Brücke, wo die Kontrollen da fix installiert sind. Wir haben auch zu Brüssel als organisiert mit like-minded Memberstaaten, wie der so schön auf Lützeburg heißt, die auch der Meinung sind, dass den keine Kontrollen am Schengen-Raum soll machen. Und da geht Beamtenniveau oft zusammen diskutiert. Und ja, ich kann auch noch konfirmieren, dass wir weiter bei den deutschen Autoritäten intervenieren schon fir d'Lächen nach für knapp 14 Dich zu Warschau gemacht, schon noch Lorezent an der Deitscher Presse gelesen, zum Beispiel, dat Ministerpräsidentin aus dem Saarland, Madame Rehlinger, SPD, der gëtt ja en grosse Zukunft zu Berlin firausgesot, an sie sich auch ganz klar géint die Kontrollen öffentlich geäußert, an ich hoffe dann, egal wen dann do an der Regierung an Deutschland sitzt, weil wir brauchen, egal wie do, eng stabile Regierung, also auch wichtig für Europa, dat wir mit dem Face auf den Boden zurückkommen. Dafür kann ich heute Heinrich ganz klar sagen, dass diese Monat wird eine schriftliche Reklamation herausgehen von der Regierung bei der EU-Kommission, wo wir sagen, dass das Argument von der illegalen Immigration juristisch unserer Meinung nicht richtig ist, d'autant plus, dass aufgrund von der Politik, die zurzeit richtigerweise gemacht wird, für die illegale Immigration zu bekämpfen, die illegale Immigration zum Teil Zurückgängers, also Fakt, Chiffren weisen das,
Eisschiffren zu Lützeburg weisen dat, Schiffren europäischen Niveau weisen dat, van de Schiffren vun Deutschland lesen an der Presse sind auch do die legale Immigration zurückgegangen. Dann muss Kommission analysieren, wat hun die Kontrolle brucht, waren die Kontrolle proportionell. Weil nëmme wann déi Analyse gemerk gin ass, kann am Fong eng Rekonduktion vun de Kontrollen le Casier gemerk gin, an mir werden an dem Brief och Kommission frohen, dat ze ha op den Terrain dat konkret analyseieren könnt. Da das Position vun der Lützeburger Regierung kleft ma an der Regierung sitzen nëmmen europäische überzechten Ministerin. Europa braucht stärkt Lützeburg, stärkt Lützeburg braucht stärkt Europa. Dafür die Motion van net gut, weil Rekur beim Europäischen Gerichtshof gefordert gëtt. Es so nicht auch einfach an der Praxis bringt het nicht, weil bis der Rekur dann eventuell beim Gericht verhandelt an den Urteil gesprochen wird, da sie méi wie 3 Jahre river. Laut Schengen-Kodex können sowieso die Kontrollen net méi wie ein Gesamtdure von 3 Jahren dauern, so dat het dann an dem Fall auch mutacht apredineers. Mir gleft man d'Engagement vun der Regierung fir Schengen live asgin erwert bleiben.